Und es geht natürlich munter weiter, gell? Mit der Kletterei. Die Frage ist, wohin? Da oben, oder? Aha. Wird der bescheuert, ha? Ja, und wie komme ich da um? Ja gut, da wieder auf. Ah, so, das Moschel klumpt da. Alter, da oben und da oben. Aha, da oben liegt er. Dolch, ich komme. Ich komme geschwind. Was sagt denn? Na rund? Schon, oder? Hätte ich gesagt. Oder ein Durst? Popcorn. Wie schaut denn aus? Wohin der Dolch? Oh, da sollte der Bild nicht aufholen. Ja gut, ich hab ihn. Sand. Ich besaß, wofür ich gekommen war. Es war an der Zeit zu gehen. Sofort. Nein, oh Gott. Was hab ich gemacht? Warte mal, zurückspulen. Dann können wir das gleich mal ausprobieren, gell? Das Wunder, welches mir in der Schatzkammer des Maharajas zufällig widerfahren war, konnte ich nach Belieben auslösen. Mit einem kleinen Schalter am Schaft des Dolches konnte ich die Zeit zurückdrehen. Ja, der Mission, die Zeit muss ich öfter zurückdrehen. Da, schnell weg da. Wo muss ich denn hin? Also da hinten. Au, bitte damit. Vater, ich habe uns Ruhm und Ehre gebracht. Euer Majestät, ihr verspracht mir freie Wahl unter des Maharajas Schätzen. Dieser Dolch. Sicher überlässt du dem Jungen ein Andenken an seinen ersten Kampf. Du hast die freie Wahl aus allen anderen Schätzen des Maharajas. Ausgenommen diese Sanduhr. Sie eignet sich gut als Geschenk für den Sultan von Assad. Und ein paar exotische Tiere für sein Bestiarium. Und ein halbes Dutzend Sklavinnen. Ja, das sollte reichen. Wählt weder Tiere noch Jungfrauen, bis ich gewählt habe. Alle sollen wissen,
König Scharaman ist ein gnädiger Sieger. Vertraue niemandem, der seinen Herrn verraten hat. Und nimm ihn nicht in Dienst, sonst wird er dich verraten. Zu meinem Verdruss erkannte ich die Wahrheit dieser Worte an dem Tag, als wir in Asad Ehrengäste des Sultans waren. Mein Freund, euer Besuch bringt Glanz und Freude in mein bescheidenes Heim. Die Pracht Asads wird in der ganzen Welt gepriesen. Aber das Beste kommt noch. Ich überreiche euch den Sand der Zeit. Möge die Freundschaft unserer Königreiche so lange währen wie die Zeit selbst. Der Sand, warum glüht er? Ich kann es euch verraten. Die Sanduhr birgt ein Wunder, das kein Lebender je gesehen hat. Leider kann nur der Dolch den Sand der Zeit entfesseln. Und dieser gehört einem Höheren als mir. Einem jungen Prinzen, der seinem Vater kostbarer ist als alle Schätze Indiens. Möglicherweise ist er bereit. Nein! Nein! Halt! Was geht denn hier vor? Alicia Sikataha! Yatschata! Gebt mir den Dolch. Nein! Ihr habt den Sand der Zeit befreit. Ich kann eure Tat rückgängig machen. Gebt ihn mir. Ja gut, der Tololo verseicht mit dem Sand der Zeit. Ja, Freunde, wenn es ist. Prinz, benutzt den Dolch! Moment. Au! Geh du, ha? Safe fix. Stecht mit dem Dolch! Nehmt seinen Sand! Ich sollte vielleicht wenigstens blocken, ha? Tötet ihn! Moment. Jedes Mal, wenn ich sie niederstreckte, erhoben sie sich und kämpften weiter. Ich merkte schnell, dass ich sie von ihrem elenden Dasein befreien konnte, wenn ich den Sand, von dem sie besessen Oh, waren, Gott, wo in treibt einen er? Dolch sog. Weg da hinten. Mal ich unter Wasser. Safe fix. Pause gibt's gar nicht. Prinz, der Dolch! Er kann die Zeit zurückdrehen! Jetzt! Dreht den Sand der Zeit zurück, bevor ihr sterbt! Nein, sauber erst einmal. Geht das? Sauber hilft immer. Was sagt dann? Gibt er mehr? Schon, oder? Scheiße. Ja, da muss auf Zack sein, so bringen die um.
Noch 3. Gibt es, ha? Der ist Sultan Schergen. So lauter lästige. Moment, jetzt bist du. Scheiße, der Neuer. Ja, die spawnen fleißig noch, gell? Diese Hirschen. So, der ist gut. Ja, Kumpel, wie schaut denn aus? Machst du warten, ha? Bei der Brotzeit. Wie tust du ein bisschen? Wohl. Ja gut, ein Speicherpunkt. Gut, beim nächsten Mal fangen wir hier an. Ja, so mal her, ihr Schluft. Aufsteh. Ihr haltet mich für verrückt. Ich sehe es in euren Augen. Ihr glaubt, meine Geschichte sei erfunden. Vielleicht bin ich verrückt. Wer würde es mir verdenken? Aber ich versichere euch, dass jedes Wort wahr ist. Ja, pass auf, Prinz. Wo möchtest du denn hin? Und die anderen hin? Hier der Vogeläfer. Baby, ich komme. Wartet! Ja, magst du warten, ha? Halt! Ich tue euch nichts! Ja, da schau her. Das königliche Schlafgemach. Oh. Warte mal. Die Gästezimmer, in denen mein Vater, unser Hofstaat und ich die Nacht verbringen sollten, lagen kalt und ruhig vor mir. Der Sand der Zeit war hindurchgeflossen und hatte alles Leben und alle Wärme genommen. Nur ich, der ich die Katastrophe ausgelöst hatte, war verschont geblieben. Gab es noch andere wie mich, die am Leben waren und sich in den Ruinen verbargen? Ja, Mann, ist ja gut. Sah nicht so aus. Ja gut, das soll ja Gästezimmer sein. Schau hin. Eine Turnhalle. Was haben wir da schön's? Hallo! 8 Sandwolken. Da wir kriegen dann einen Sandbehälter. Ist hier jemand? Ja, pass auf, irgendwo muss ich raufgehen. Scheiße, ich komm nicht mehr aus. Warte mal, wie schaut denn aus? Da bin ich gekommen. Ja, irgendwo darf ich gehen. Aber... Warte mal, das schaut gut aus. Pass auf, kleine Turnübung für zwischendurch. Da bleibt der Prinz fit. Seht das? Und dann springen wir. Ja, Tommy. Nein, oh Gott. Und da hinten. Seht das?
Kommt zurück! Ja, da ist. Weil ich mag die Worten, gell? Ich mag mich nicht. Hatte ich sie wirklich gesehen? Oder haben meine Sinne unter all den Schrecken versagt und ein Phantom geboren? Wie auch immer. Ich konnte nicht ruhen, ehe ich sie nicht wiedergefunden hatte. Nein, oh Gott. Ja, möchte an der Wand entlang oder dumm, ha? Vorsicht, ich schwinge. So ganz elegant. Moment, jetzt langt man nicht. Und, da sind wir. Brotzeitbrei, gar nicht. Ja, gehen wir da hinten.